Amazonas Europas, so sagen manche zu diesen Wäldern hier im rumänischen Fagaraș-Gebirge. Die Bäume, oft hunderte Jahre alt, Tiere- und Pflanzenwelt gelten als besonders schützenswert. 200.000 Hektar Fläche waren es noch im Jahr 2000, doch seitdem schrumpft der Wald. Wie viel bereits gefällt wurde, darüber gibt es keine verlässlichen Zahlen. Unterwegs mit Naturschützer Gabriel Paun. Er ist illegalen Holzfällern auf der Spur, mitten im Gebirgswald auf gut 1300 Metern Höhe. Hier an diesem Ort ist der Wald zu jung, um abgeholzt zu werden. Es wurde in den letzten 15 Jahren so viel abgeholzt in Rumänien, dass 81% des Waldes zu jung sind, um wieder gerodet zu werden. Also müssen sie jetzt den ganzen Weg hoch in die Berge, um dort die alten Bäume rauszuschlagen. Schon nach wenigen Metern Fußmarsch der erste Beweis. Frisch geschlagene Bäume, in aller Eile gefällt, ohne Rücksicht auf die Natur. Wir sind geschockt zu sehen, dass sie wirklich bis hier hochgekommen sind, um Bäume zu fällen. An dieser Stelle ist es illegal, direkt an der alpinen Baumgrenze. Das sollte Schutzgebiet sein. Aber um mich herum ist der halbe Wald weg. Sie haben große Löcher reingeschlagen, sie haben die Schutzkraft des Waldes reduziert. Und sie haben die besten Bäume rausgenommen, die geraden. Das sind die besten für die Industrie. Seit Jahren dokumentiert Gabriel Paun die Zerstörung im gesamten Fagaraș-Gebirge. Oft seien Wälder betroffen, die nach EU-Recht besonders geschützt sind. Gebiete, in denen Abholzen nur nach strengen Regeln erlaubt ist. Doch die staatliche Forstverwaltung Roma Silva kontrolliere zu wenig, ob sie eingehalten werden, oder schaue bewusst nicht hin. Interviewtermin auf einer Messe für Forstwirtschaftsmaschinen mit dem Minister für Wald und Wasser. Er verteidigt die staatliche Forstverwaltung Rom Silva. Nur 40% der Wälder sind in Staatsbesitz, sagt er. Dort würden alle Regeln beachtet. Im landesweiten Kampf gegen illegale Abholzung nutze man jetzt sogar ein System, mit dessen Hilfe man Bäume zurückverfolgen könne bis zu der Stelle, an der sie verladen wurden. Der illegale Kahlschlag gehe zurück. Wir sagen ja nicht, dass alles perfekt funktioniert. Denn würde alles funktionieren, dann bräuchten wir keine Kontrollen mehr. Die aber betreiben wir weiter. Sowohl beim Rückverfolgen der Bäume, als auch beim Fällen oder beim Nutzen des Holzmaterials. Wir verbessern sie ständig. Die Naturschützer wollen dem nicht glauben. Zu oft haben sie sich in den letzten Jahren offiziell bei den rumänischen Behörden beschwert. Sie seien nicht ernst genommen worden, sagen sie. Geändert habe sich nichts. Bilder, die das belegen. Umschlagplätze für Holz, teilweise illegal mitten in den Wäldern. Holztransporte in den Abendstunden und Kleinsägewerke in Hinterhöfen. Besonders problematisch sei die Situation oft in privaten Waldgebieten wie im Piatra Craiului Park. Hier ist der Wald nur teilweise geschützt. Illegales Abholzen sei dort durch Bestechung oft leichter. Dabei sei dieser Wald durch die vielen Moose und alten Bäume besonders wertvoll. Wenn sie auch hier noch roden, dann verliert Europa das Herz seiner natürlichen Vielfalt. Dann würde das gesamte Waldgebiet seinen Status als besonderes Schutzgebiet verlieren. Gabriel Schwaderer von der Umweltorganisation Euronatur unterstützt die rumänischen Waldschützer. Er hat jetzt eine offizielle Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht, in der er nachweist, dass die rumänischen Forstgesetze gegen EU-Recht verstoßen. Die Abholzung in Rumänien sei eine der drängendsten Umweltkrisen in Europa. Natürlich hat die Holzindustrie auch einen sehr negativen Einfluss auf die gesamte Entwicklung. Letztendlich adressieren wir aber hauptsächlich die rumänischen Behörden, weil wir gehen davon aus, sie müssen den Rechtsrahmen schaffen und dann auch dafür sorgen, dass das Recht umgesetzt wird. Sollte die EU-Kommission zu dem Schluss kommen, dass die Beschwerde zulässig ist, dann drohen Rumänien Strafzahlungen. Ob das an der Situation etwas ändert, ist fraglich. In einem der ärmsten Länder der EU ist der Handel mit Holz eine wichtige Einnahmequelle. Und der Holzbedarf der reichen EU-Länder nimmt weiter zu.